Wir präsentieren euch heute einen Film über den Energieverbrauch im öffentlichen Transport mit Bussen. Benji ist ein Dieselbus. Bei Benji in der Garage stehen 8 kleine Busse, 41 mittelgroße Busse und 44 große Elektrobusse. Zu den Dieselbussen gehören 226 kleine Busse, 8 mittelgroße und 321 große Busse. Dazu gehört auch Benji. Benji lebt also gemeinsam mit seiner Familie von 555 Dieselbusse und 93 elektrische Busse zusammen in der Garage. Ab nächstes Jahr kommen noch 118 Elektrobusse zu seiner Familie hinzu. Heute ist Benjis Rundfahrt dran. Er muss jetzt seine alltägliche Strecke fahren. Er wird von einem Lautsprecher aufgerufen und muss sich nun schnell von seiner Familie verabschieden und fährt los. Obwohl er jeden Tag vor und nach seiner Strecke gepflegt wird, fühlt er sich heute doch etwas seltsam. Er sendet also sofort ein Signal an die Busstation. Tatsächlich werden die elektrischen Busse abends geladen und alle Busse werden in einer Waschstraße geputzt. Beim Aufladen werden 300 bis 500 Kilowatt, abhängig wie der Bus zurück in die Station kommt, verbraucht. Beim Putzen der Busse werden 30 bis 35 Liter Regenwasser gebraucht. Dieses benutzte Regenwasser wird jedoch später nochmal benutzt. Die Busse werden von der Abfahrt und nach der Abfahrt kontrolliert. Ein Ersatzbus namens Fridolin wird zur Hilfe gerufen und kommt rechtzeitig an, um für Benjis Strecke einzuspringen, da Benjis Auspuff explodiert ist. Er wird aber gerade noch zur Zeit in die Technikhalle transportiert, bevor nicht noch mehr CO2 in die Luft ausgestoßen wird und die Umwelt verschmutzt. Fridolin setzt die Strecke weiter fort und bleibt bei der nächsten Bushaltestelle stehen. Ein Dieselbus kann bis 20 Jahre leben. Nach 8 Jahren geht er außer Betrieb und wird dann noch 2 Jahre lang als Schulbus benutzt, dann erst verkauft. Bei den elektrischen Bussen ist alles abhängig von der Batterie und deren Zustand. Benji steht nun ganz alleine in der Technikhalle und wartet darauf, repariert zu werden. Doch plötzlich taucht eine Frau namens Lisa auf. Sie möchte den Unterschied von Diesel- und elektrischen Bussen wissen. Beide setzen sich vor den Fernseher der Technikhalle und schauen sich eine Reportage über die Nachteile und Vorteile elektrischer und Dieselbusse an. In dieser Reportage sind Schüler aus dem LRSL zu Saleslenz gefahren und haben ein Interview mit ihnen geführt. Wie viel Energie wird auf der längsten Strecke verbraucht? Wie ich das gesagt habe, wir brauchen so ungefähr 1 Kilowatt, 1 Kilometer, Kilowattstunde, 1 Kilometer. Wir haben Strecken, die bis 600 Kilometer pro Tag fahren. Dann haben wir 600 mal 1 Kilowattstunde. Dann können Sie das einfach berechnen. 200 Kilometer, 200 Kilowatt, 500 Kilometer, 500 Kilowatt, so ungefähr. Wie viel CO2 wird durch die elektrischen Busse gespart und verbraucht? Ein typischer elektrischer Bus kann 66 Passagiere transportieren und ein Auto meistens nur eine Person. Ein Bus sind also 66 Autos. Auf einer Strecke von 60 Kilometer verbrauchen die 66 Autos 9-mal mehr CO2 denn der Bus. Also wäre es viel nachhaltiger, mit dem Bus zu fahren. Wie oft werden die elektrischen Busse aufgeladen? Normalerweise einmal am Tag abends, wenn die reinkommen, machen wir eine Schnellladung, das werden Sie draußen sehen, mit so Pantograph. Dann laden wir bis 80% der Batterie. In einer halben Stunde oder eine Stunde kommt es an, wie hoch steht der State of Charge. Und dann gehen die Autos in die Halle rein und werden die für die 20 letzte Prozent langsam aufgeladen während der Nacht. Dass die morgens ab 3, 4 Uhr 100% Parade stehen, bis die rausfahren können. Wie viel Energie wird beim Aufladen verbraucht? 300 Kilowatt, 400 Kilowatt, 500 Kilowatt. Kommt drauf an, wie das Fahrzeug reinkommt. Der State of Charge, der Rest of Charge. Wenn der jetzt mit 15% reinkommt, dann müssen die 85% wieder aufladen. Könnte man die Busgröße den verschiedenen Strecken oder Uhrzeiten anpassen? Wir verteilen, was verlangt ist.
in die Kategorie mit Elektro und alle anderen Diesel. Das heißt, wir fahren MIDI-Busse für RGTR, wir fahren 12-Meter-Busse, Standardbusse sagen wir, Elektro, und wir fahren auch Gelenkbusse Elektro, aber nur auf abgestimmte Linie, was RGTR verlangt. Welche Erfahrungen machen Sie mit elektrischen Bussen? Also, der Unterschied zwischen Dieselfahrzeug und Elektrofahrzeug in meiner Meinung ist, wenn wir genügend Strom hätten, für den ganzen Tag zu fahren, bräuchten wir kein Diesel mehr. Der Vorteil der Diesel heute, dass der einen Tank hat mit 400, 500 oder 600 Liter, dass der bis 2 oder 3 Tage ohne diese Tanke fahren kann. Beim Elektrofahrzeug ist das nicht. Wenn Sie jetzt in die Urlaub fahren möchten, dann müssen Sie 3-4 Mal 20 Minuten, 40 Minuten, Stunden halten, Batterie aufladen und wieder weiterfahren. Das ist das Problem. Stromspeicher in die Fahrzeuge. Wie kann man beim Fahren mehr Strom oder Energie gewinnen? Beim Elektrofahrzeug on-off ist Stromverbrauch ohne Ende. Das Auto reagiert direkt. Dann können Sie, wir haben Differenzen, da haben wir Fahrer, die kommen hier an abends, die haben noch 41% Reststrom, die anderen haben noch 2%. Ja. Auf der gleichen Strecke, gleichen Tag, gleiche Uhrzeit, gleichen Wetter. Gibt es eine Alternative neben den Diesel- und elektrischen Bussen? Gäbe es mehr natürlichen Wasserstoff Hydrogen, wäre es eine Möglichkeit, um auf eine natürliche Art und Weise zu fahren. Der Wasserstoff verschmutzt gar nichts, da der Ausstoß nur Wasser ist. Das einzige Problem ist, dass Hydrogen viel Geld kostet und wir noch nicht genug Ressourcen gefunden haben.